Ja, hallo, ich begrüße Sie heute zu einem Sonderbericht vom Dom. Sie hören im Hintergrund jetzt schon Glocken läuten. Das hat etwas mit dem Thema zu tun, weswegen wir hier sind. Unser lieber Kardinal Wölki hat wieder zugeschlagen und will erneut von Köln aus ein Zeichen setzen. Naja, ich sag jetzt mal einfach, weil einfach zu viel Mist auf der Welt passiert. Es sind seit dem Jahr 2000 23.000 Flüchtlinge auf dem Weg über den See ertrunken. Und daran soll heute in Köln erinnert werden, bzw. gemahnt werden. Und um 19:30 Uhr wird hier hinterm Dom eine Messe stattfinden. Und dann wird um 19:58 Uhr hier der dicke Peter vom Dom aus ein 23.000-faches Glockengeläut über Köln einläuten. Das von 30 Kirchen hier in Köln und Umgebung aufgenommen und weitergetragen wird. Und davon wollen wir heute gerne ein bisschen berichten. Jetzt hier um 19 Uhr hat noch alles hier am Dom ein ganz normales Aussehen. Als wird kein Mensch davon wissen, was gleich passiert. Aber wieder allem sind die Türen zum Dom noch auf. Also kann es auch gut sein, dass man sich überlegt hat, die Messe im Dom abzuhalten. Zumal ja auch, ich glaube, die Bühne, die jetzt die Tage noch auf dem, ich guck mal gerade, auf dem Roncalli-Platz stand, nicht mehr da zu sein scheint. Genau, und so ist es wohl. Also wird die Messe heute Abend im Dom stattfinden. Da werden wir uns dann natürlich hinzugesellen. Es war eine tolle Predigt, die unser Wölki gehalten hat. Und ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass ich das nicht fotografieren bzw. in Gänze filmen durfte. Ja, jetzt warten wir alle auf den dicken Peter. Auch wenn das im Moment hier noch was anderes aussieht. Es hat im Moment etwas mehr Volksfestcharakter, was hier stattfindet. Aber das liegt daran, dass die jungen Leute einfach nicht wissen, was jetzt gleich sein soll. Deswegen schön, dass sie genießen können. Weil das Schöne daran ist, hier tanzen unterschiedliche Kulturen zusammen und da darf man auch nicht vergessen. Dass das nicht normal ist und es kommen immer mehr dazu. Das ist jetzt wohl der Moment, wo der dicke Peter das Ganze einläutet. Und in der Zeit gucken wir uns doch den ganzen Dom mal an.
schallen die anderen Glocken des Doms mit ein. Und somit die Domglocken als Vorreiter für alle Kirchen Kölns. Und ich sage euch eins, ich bin froh, hier zu sein. Hat er wirklich gut gemacht. Mal. Ich denke, es ist nicht die Frage, ob wir verstehen. Es ist die Frage, ob und wie wir helfen können. Und was schade ist, ist, dass die Politik in Europa sich sowas von dagegen stemmt, hier Menschen zu helfen, auch wenn es viele werden. Ja, jedes Land hat seine eigenen Probleme. Siehe Griechenland, siehe Türkei mit ihrer Politik, siehe Italien mit sonstigen. Und da landen gerade die meisten in den letzten beiden genannten. Aber aus meiner Sicht ist es Menschenpflicht, jedem Menschen in Not, der um Hilfe bittet, zu helfen. Und ja, ich denke mal, mit diesen Geräuschen, die wir jetzt gerade hören, schließe ich diesen Sonderbericht. Und ja, ihr konntet so da ein bisschen dabei sein und für euch jetzt eure Gedanken machen und für euch ein Fazit ziehen, was euch daran bewegt und was nicht.